Dank, Vera. Wir treffen sich heute in der Rahmen von Lernen Yiddish und Yiddish Literatur online durch Zoom. Und heute ist der 4. Mai 2023. Und wenn ihr sagt, der 4. Mai 2023, will ich noch ermahnen, als heint mein Enkel Geffen wird ein Jahr mit 9 Monaten. Und ich weiß nicht, ich habe euch erzählt, als ich habe gemacht eine Tradition in unserer Sprache, als jeden Monat schreibe ich ein Lied, Shir Yom Uledet Chodshi, ein monatlichen Lied vom Geburtstag von meinem Enkel. Und also wie heute seien wir in Chodesh Mai, habe ich geschickt Nächten dem Chodesh-lichen Lied zu meinem Enkel, wo es derweil können sie nicht lernen, das Lied, aber wenn sie sein 20 Jahre alt, wenn sie können überlernen, rund 240 Lieder und die jeden Monat, was ich hoffe, als ich will anschreiben. Und also wie mein Enkel ist gewesen bei uns 5 Tage mit der Woche zurück, wenn Tova, mein Freund, ist gefahren in Europa, macht eine Visite unserer Tochter, ist, habe ich gehabt 5 Tage, sich zu spielen mit meinem Enkel und sehen, was ist geschieht mit einem kleinen Kind von einem Jahr und 9 Monaten und es geschieht sehr eine Sache. Aber wegen dem werden wir nicht reden. Aber ich will ja zitieren, was ich habe geschrieben in Lied wegen Mai. Und also wie mein Enkel ist weggefahren zurück zu ihr Heim in Zoffen, Israel, habe ich in Lied zitiert ein Poeme von James Joyce. Dem Sof von einem Poeme von James Joyce und in Englisch und es geht so. Well a day for the winds of May. Love isn't happy when love is away. Und ich habe zugegeben eine Übersetzung auf Hebräisch von Odi Shures, gemacht von einem Jerusalemmer Poet in die 60er Jahren, Moshe Hanaami. Lebt schon nicht. Und auf Hebräisch hat übergesetzt so. Alelai, alelai, לרוחות של מאי, אהבה תאומלל את רחקה מעליי. Und also wie ich habe gemacht eine Visite in die 60er Jahren in Stub von Moshe Hanaami und ich habe sich bekannt mit ihm, denn damals ist gewesen 28 Jahre alt und ich gedenke bis heute die Übersetzung, was ist eine gute Übersetzung von James Joyce Shures, habe ich hereingestellt in Lied, was ich habe geschickt zu meinem Enkel. Gehe ich rüber zu Kassetnik
wegen welchem wir gerät Montag, den vergangenen Montag. Und also wie Shlomo hat übergelehnt Salamandra. Und wir gerät den vergangenen Montag wegen Roman Salamandra. Und ich habe euch erzählt, ob ihr gedenkt, als ich habe bekommen von Katzetnik allein dem Xaviat auf Yiddish von Salamandra, weil Salamandra ist geschrieben geworden auf Yiddish, gleich nach der Milchome. Und ich will erzählen, ihr gedenkt nicht, ob ich war erzählt Montag, wegen einem Film, was wird gemacht, was ist schon gemacht geworden, aber noch nicht gewiesen, wegen Katzetnik. Sie haben mir gerät wegen dem Montag? Vera? Vera? אינני זוכרת. אוקיי, זהו, אז אם לא זוכרת, אז נגיד. Ihr hat ja geredet wegen dem Film, weil ich habe geschrieben Notizen. Ja. Ja. Ist das, was ich habe derbohnt, als der Film hat gedacht werden, gewesen in Yom HaShoah mit 2 Wochen zurück. Und er ist noch nicht gewesen geworden. Habe ich gefragt bei Asaf Lapid, was hat gemacht den Film, was geschieht, wenn wir sehen den Film, weil er schon geendigt. Hat er mir geschrieben, als התאגיד in Israel weisen den Film in Gichen, aber als Leute die Regulaties von weisen a Film in der Welt, in verschiedene Festivalen wegen Filmen. In Ausland kämen weisen und den Film in Ausland nur ob das wird sein das erste Mal, was der Film wird gewesen. Das heißt, ob Asaf Lapid, was hat gemacht den Film, wollte ihm gewesen früher in Israel, wollte man ihm nicht gelost weisen den Film in Deutschland. Koidem kol, in Deutschland fordern sie, als in Deutschland der Film darf werden gewesen zum ersten Mal. Ist der Fall, hat Asaf Lapid Maskim gewähnt, als wird ihn früher weisen in Deutschland und danach wird keinen weisen den Film in Israel. Hat mir geschrieben, als wird mir sagen und schreiben, wenn der Film wird werden gewesen in Deutschland und demnach wird sagen die Date, wenn der Film wird werden gewesen in Israel. Und ich habe Montag mir gesagt, als במשך von den Jahren, במשך von den letzten 30 Jahren, haben sie gewendet zu mir 6 verschiedene Filmografen, was haben gewollt machen einen Film wegen Katzetnik. 5 von sie, verschiedene 5,
haben mir interviewt und mir erzählt, dass sie will machen einen Film. Und sie haben gearbeitet auf dem Film. Aber es ist gar nicht herausgekommen von seiner Arbeit beim Sof. Für was? Weil machen einen Film wegen Kassetnik ist eine komplizierte Sache. Erstens darf man interviewen Kassetnik allein, wenn hat gelebt. Und Kassetnik ist nicht gewinnt gerät, reden mit jeder eine. Zweitens darf man kennen Yiddish, כדי zu reinführen in Film, die Tkufe vor der Milchome. Wenn Kassetnik, sein Name ist gewesen Yechiel Feiner, und ist gewesen ein Yiddish Schreiber zwischen beiden Weltmilchomes. Ich soll mir kennen, ich kein Yiddish, kann man nicht schreiben wegen der Tkufe von Yechiel Feiner zwischen beiden Weltmilchomes. Drittens, es ist nicht da kein Biografie, wenn Yechiel Feiner zwischen beiden Weltmilchomes. Darf man gehen forschen die Biografie von Yechiel Feiner. Viertens, man darf kennen, was hat Yechiel Feiner abgedruckt in der Presse auf Yiddish und auch auf Hebräisch zwischen beiden Weltmilchomes. In der Zeit, wenn die Filmografen haben sich gewendet zu mir, hat keiner nicht gewusst, was Yechiel Feiner hat abgedruckt in der Presse in Yiddish zwischen beiden Weltmilchomes. Eine komplizierte Thema. Der einzige, the only one, was hat gemacht im Film ist Asaf Lapid. Asaf Lapid ist ein Marze, ein Prelegent, was arbeitet wie ein Marze im Institut für Filmografie Samspiegel in Jerusalem. Ist der passiger Mensch zu machen den Film und hat ihn gemacht. Es hat ihm genommen Zeit machen den Film. Arbeitet auf ihn schon 7 Jahre. 7 Jahre. Hat übergelehnt alles, was mir hat geschrieben in der Forschung, in der Forscharbeit wegen Kassetnik. Und wenn Monique Dehan hat mit ein Jahr, mit Augen zurück, abgedruckt ihr Buch auf Hebräisch, dem Buch mit dem Namen הפסיידונים קצטניק והאחר. Der Pseudonym Kassetnik und der Acher, wollte gesagt, wie wollte gesagt auf Jiddisch? Der Pseudonym Kassetnik und Acher, why?
And another? And the other, Ken. And the other. Andere. No, Und der anderer. Der andere, das heißt, alle die, wo sie nicht Kazetnik, und die Beziehung, היחס של קצטניק, המחבר, בשואה לזולת. בספר הזה, מוניק דהן עשתה צעד קדימה במחקר. In dem Buch hier hat Monique Dehan gemacht ein Fortschritt in der Forschung wegen die Bücher von Kazetnik, weil dort hat sie beschrieben und geforscht, wie so Kazetnik hat in seine Bücher wegen der Shoah sich bezeugen zu alle die, wo sie gewähnen euch in der Shoah. Ihr Buch ist sehr ein wichtiger Buch. Und Asaf Lapid hat gebeten bei ihr, a viele Eider, sie hat abgedruckt dem Buch zu überlehnen dem Xaviat und reingeführt euch in sein Film wegen Kazetnik und seine Bücher wegen der Shoah, reingeführt euch das, was Monique Dehan hat geschrieben wegen Yechiel Feiner zwischen beiden Weltmilchomes. Das heißt, der Film von Asaf Lapid, in dem Moment, wenn wird werden gewiesen in der Welt und in Israel, wird sein ein historischer Dokument zum ersten Mal wegen dem Schreiber Yechiel Feiner Kazetnik, der erste Arroistritt in einem Film wegen einem Schreiber wie Kazetnik, was ist euch gewesen, ein Yiddish Schreiber zwischen beiden Weltmilchomes. Zum ersten Mal. Der Fall meine ich, als das wird sein sehr ein wichtiger Film. In dem Film hat Asaf Lapid interviewt alle die, was haben gekannt und geforscht Yechiel Feiner Kazetnik. Heutzutage Kazetnik lebt schon nicht und kiemat alle von die, was haben ihn gekannt, leben schon nicht. Das heißt, als unter der Film ist ein emisser historischer Dokument. Ich gedenke, als Asaf Lapid mit ein paar Jahren zurück ist gekommen zu mir in Stub mit einer Gruppe von Assistenten und sie haben mir interviewt und fotografiert במשך ein Show. Und nicht zum ersten Mal, nur zum zweiten Mal und öfter zum dritten Mal. Und dasselbe hat getan mit Monique Dehan
und mit anderen Menschen, was haben gekannt, Yechiel Feiner Kazetnik, beisen Leben. Der Pfarr rekommendiere ich sehr, als ihr sollt, wenn ich will wissen, wenn der Film wird werden gewiesen, rekommendiere ich sehr, ihr sollt ihn sehen. Weil das wird sein, derweil, heutzutage, der einzige Weg, sich zu bekennen, mit der Schreiber, wie Yechiel Feiner Kazetnik, was ist eine wichtige Position in der Geschichte von der jiddischen Literatur, sei vor der Milchome, zwischen beiden Weltmilchomes, und sei in der Shoah und sei nach der Shoah. Sei in der Welt und sei in Israel, keiner kennt nicht, wer Yechiel Feiner Kazetnik ist gewesen. Zum ersten Mal, laut meiner Meinung, wird sich anheben mit dem Film von Asaf Lapid die Forscharbeit in der Zukunft von dem Schreiber Yechiel Feiner Kazetnik. Und ich will geben nur ein kleines Beispiel, für was das ist nur der Anheb von der Forscharbeit und die Kenntnis von der Schreiber, was ist geboren geworden beim Anheb im 20. Jahrhundert und gestorben und im 90er Jahren vom 20. Jahrhundert, der ganze 20. Jahrhundert wird abgespiegelt in der Schaffung von Yechiel Feiner Kazetnik. Aber erst jetzt wird sich anheben die Bekanntschaft von der Welt und von Israel mit Yechiel Feiner Kazetnik. Und ich gebe nur ein kleines Beispiel, für was erst jetzt. Ich habe euch schon erzählt und ihr erzählt das noch einmal. Wenn Monique Dehan hat mit 7 Jahren zurück angehend schreiben ihr Doktorat wegen dem Pseudonym Kazetnik und der andere, der Acher. Hat sie במשך die 7 Jahre aufgetan eine Sache, was keiner hat bis heute nicht getan. Ihr werdet mir nicht glauben, ob ich will erzählen dem Emes, als Monique Dehan hat במשך ganze Nacht und Tag in die letzten 4 Jahre gesessen und gesucht im Internet במשך Schoen und uns gegeben Geld, eigene Geld ihre. Und sie hat uns gefunden und fotokopiert herum 40 Schaffungen
was Jechiel Feiner hat abgedruckt in der jiddischen Presse 40 literarische Schaffungen zwischen beiden Weltmilchome auf Yiddish. Und auf und ich habe gefunden, wenn ich habe geschrieben mit Gazetnik, 3-4 Schaffungen, was Jechiel Feiner hat abgedruckt in der jiddischen Presse, vor der Milchome. Monique de Haan hat gefunden 40. Ihr könnt mir fragen, Monique de Haan, a Tochter von Tate Mame von Marokko, Hassene gehabt mit der ihr Mann ist ein Doktor in der Spital in Ashdod von der Mischproche von Marokko. Von wann hat Monique de Haan gekannt suchen in der jiddischen Presse. מישהו יודע את התשובה? שלמה? לא, נחמה? אינני יודע. אפשר אמצר hat ihr geholfen mit die jiddische Bücher oder was hat geschrieben auf Jiddisch. ורה, מה את אומרת? ורה? מה ורה אומרת? She's just trying to unmute. to unmute. Okay. כן. אינני יודעת. אולי היא... כן, אולי מה? התעניינה בספרים של אחד מאלה שכתבו ביידיש. אבל היא צריכה לדעת יידיש כדי לחפש לא, בלילות בעיתונות. קודם כנראה היא קראה את זה בעברית. לא, היא מצאה ישר ביידיש. אז אני לא יודעת. אוקיי, אימי לא יכולה לדעת, כי אימי באה אלינו בזמן האחרון, אז אני אספר. מוניק דה האן כתבה את הדוקטורט שלה על קצטניק והאחר באוניברסיטת בר אילן. והמדריך שלה, שהוא פרופסור ידוע בבר אילן, לא יודע יידיש. סליחה. השעה 6:20. והסיפור הוא כזה, ואני חושב שאתם צריכים לדעת, ihr dürft wissen, als euch da ist geschehen ein Ness. Mit 7 Jahren zurück habe ich bekommen von der Universität Bar Ilan a Bakosche. Der Sekretariat für Doktoranden hat mir geschrieben, also es ist voran eine Doktorandin, was heißt Monique de Haan, was will schreiben ein Doktorat wegen Kazetnik. Also die Doktorandin hat geschrieben eine MA-Arbeit, weil sie hat geendigt ihr MA. Sie hat geschrieben eine MA-Arbeit wegen 2 Schreiber. Einer ist Kazetnik
sie hat übergelehnt Sachen, was hat geschrieben hat Hebräisch, und das, was hat geschrieben wegen der Shoah. Und der andere Schreiber, das ist Ajar. אתם יודעים מי זה אג'ר? תחזור על השם בבקשה. אג'ר, זה פסיידונים. כן. כן. אני יודעת. כן, ורה? אני יודעת, אני קראתי, יש לו שני פסאודונימים כאלה, והוא קיבל שני פרסי פוליצר, לדעתי. נכון. ומה הוא שמו אמיתי? כרגע שכחתי. שם רוסי, כי אימא שלו הייתה מרוסיה. היא הייתה מרוסיה והייתה פרנקופילית. כן, כן, כן. ולכן, אפילו שהוא נולד בווילנה, היא נסעה עם הבן לצרפת. רומן גרי קוראים. איך? רומן גרי. רומן גרי, בדיוק. תודה, דניאל. לא, זה פסאודונים השני. כן, יש לו בסדר. איזה שם הנכון, אני לא יודע, אבל זה נכון. זה קשור למשהו עם עפיפונים, אני חושב. נכון, היו לו כמה ספרים, ויש אחד על עפיפונים וכולי. הוא אחד הסופרים, לא ניכנס להיסטוריה שלו, אבל הוא סופר ידוע, כן? סופר ידוע מאוד. אני בזמנו קראתי 5 ספרים שלו. רומן קצב. איך? הוא נולד בשם רומן קצב. נכון, רומן קצב, ומוניק דהן, בעבודת הגמר שלה, במאסטר, כתבה עליו ועל קצטניק והקשר אל השואה. אז אני מקבל מהמזכירות של דוקטורנטים לפני 7 שנים בקשה. הם אומרים לי ככה, תראה, מוניק דהן הגישה לנו תוכנית מחקר על הפסיידונים קצטניק והאחר. אנחנו יודעים שאתה פרסמת ספרים על קצטניק, ולכן אנחנו מבקשים ממך שאתה תקרא את הצעת המחקר שלה, ותאשר או לא תאשר האם הצעת המחקר שלה יכולה להיחשב להצעת מחקר טובה, והאם אתה מאשר שהיא תכתוב דוקטורט. תמיד כאשר מישהו בן אמצר will schreiben ein Doktorat, stellt zu ein Projekt und man wendet sich zu Emerson in der Universität, wo es kennt die Themen und man bet, man soll sagen, als זה ראוי, אז das ist בסדר. Aber bekommen dem Projekt und ich lehne über את הצעת המחקר, אני קורא את הצעת המחקר, ואני רואה 2 דברים. Erstens, als Monique Dehan hat schon in ihr Master sich vernommen mit der Thema von der Shoah und mit Kazetnik. Und zweitens, alle paar Seitler von der הצעת מחקר, der Mond sie alles, was ich habe geschrieben, wegen Kazetnik. אז אישרתי את הפרויקט, לא מפני שהיא מזכירה אותי,
Aber ich habe gesehen, als die Doktorandin Monique Dehan mit 7 Jahren zurück, kennt sehr gut das, was ich habe geschrieben und was andere haben geschrieben wegen Kassetten. Als ich schaute את המחקר. Und demult hat Monique Dehan angegeben Aufkleidmaterial כדי zu schreiben ihr Doktorat. Monique Dehan hat mir nicht gekäppt. Aber nachdem wie ich habe gesagt, dass sie kennt genug כדי zu schreiben ein Doktorat, bekomme ich ein Telefon von Monique Dehan und sie erzählt mir, als sie geht schreiben ein Doktorat. Die erste Frage, was ich habe ihr gefragt, ist gewesen, du kennst Yiddish? Und die Tshuve, der Entfer ist gewesen, also wie ich bin eine Studentin von Bar-Ilan, habe ich mit einem Jahr oder 2 zurück gelernt Kursen wegen Yiddish, כדי ich soll kennenlernen auf Yiddish. Wenn sie hat mir geantwortet so, habe ich ipso facto ihr gleich geheißen durch ein Telefon, lernen ein paar Schures auf Yiddish. Und sie hat, wie sagt man auf Yiddish, mit Kamezores. Ihr wisst, was heißt auf Yiddish mit Kamezores? בכמה צרות. Sie gewinnt schwer überlehnen, was ich habe gebeten, sie soll überlehnen. Habe ich verstanden, als man muss ihr lernen Yiddish, wie es darf zu sein, und Leute alle diakritische Simonim am modernen Yiddish. Und man darf ihr erklären und weisen, als Druck auf Yiddish, die Texte, was sie darf kennen und suchen, sind gedruckt zwischen beiden Weltmilchomes, nicht in einer modernen Orthographie. Und ich meine, als ihr wisst wegen dem, als zwischen beiden Weltmilchomes die moderne Orthographie ist noch nicht gewähnt. Und jeder einer hat gedruckt auf Yiddish a piacere, wie es hat sich ihm gewollt. Schön. Und auch das darf man kennen, כדי zu lernen, wie man darf. Ein Text auf Yiddish. Will ich fragen, נחמה, את מבינה על מה אני מדבר? על Das ist sehr schwer, aber sie kennen Hebräisch, als zu lernen mit die Oisies, es ist nicht gewähnt fremd, aber נחמה, יויס ist gewähnt sehr fremd, weil wenn sie sieht, dem hebräischen Wort Ofot, wenn sie lernen Ofot, aber auf Yiddish darf man sagen Eufes. Okay, aber sie versteht das Wort. Sie hat gewinn bekannt mit die hebräische Oisies. בסדר. נחמה, לא נרשום, אז 25%, נגיד 25%
של המילים שמודפסות בעברית היא יכולה להבין. Ja, אבל לא לקרוא כמו שצריך. aber לקרוא, es ist geringer, wie zu verstehen. Mit die Deutsch, die Slawische, after sie kennen Französisch, ja? Ja, sie kennt Französisch, weil ihr Mann ist von Frankreich und sie hat gelebt in Frankreich mit ihrem Mann 4 Jahre. Sie kennt sehr gut Französisch, aber Yiddish ist nicht so neun von Französisch, Yiddish ist neun von Polisch und von Russisch. Was ich will sagen ist, als Monique Dehan hat gemusst sich lernen Yiddish, wie es darf zu sein, und das habe ich getan mit ihr במשך הפוריו. Wenn wir haben gelernt Texten, habe ich ihr ausgelernt, wie soll zu lernen Jiddisch. Und heint lernt sie, man kann sagen, perfekt Jiddisch, wie es darf zu sein. Aber wie soll hat sie sich gelernt zu verstehen? Okay. Die auf Jiddisch. Weil ich hätte eine Feierfrage. Ihr fragt, בסדר, hat sie sich ausgelernt, wie lernen, aber ich doch verstehen? Mein Entfer ist, also so wie במשך die letzten 7 Jahre, von dem Moment, wenn Monique Dehan telefoniert zu mir zum ersten Mal, arbeiten wir zusammen. Und במשך, vor der Corona, pflegt Monique Dehan von Aschdod zu mir in Stub, alle Woche. Und wir pflegen sitzen und lernen Texten auf Jiddisch. Und übersetzen die Texten auf Hebräisch. Das heißt, als Monique Dehan hat במשך 7 Jahre gehört, wie ich setze über die Texte, was wir lernen auf Jiddisch, auf Hebräisch. Und also wie sie lernt gleich, ist heutzutage und in die letzten paar Jahre ist sie gewinn mesugel. She was able zu suchen allein in Internettexten auf Jiddisch von Yechiel Feiner. Oder Katzett. Emetzer will bis daher sagen etwas oder kommentieren, wegen dem wollte ihr gesagt, Nes, wie soll a Forscherin von Katzetnik, was hat gekannt nur Hebräisch, ist heutzutage a Schutef meiner zuzugreifen in der Zukunft, wir arbeiten schon auf den 2 Jahren, zuzugreifen ein Buch von Yechiel Feiners gedruckte Schaffungen zwischen beiden Weltmilchomes, ein 2-sprachigen Buch, die Texte auf Jiddisch zusammen mit einer hebräischen Übersetzung. מישהו רוצה לשאול משהו? Das ist von mir sehr interessant, weil ich bin interessiert zu verstehen. Emetzer darf das forschen, nicht für was, aber wie soll, öfter für was,
die, can I say, die Goyim ist nicht fein, die Nicht-Jiden studieren Yiddish. Ich verstehe das nicht, aber ich will wissen, für was tun sie mit Gut. Ich will entfernen auf das, was ihr sagt, und ich will formulieren das, was ihr sagt, in einer Frage. Weil wenn ich bin gewesen in Yivo, halb von den Studenten seien nicht gewesen Jiden. Sehr interessant. Und öfter es heutzutage, sie seien Mehrheit. Sie sind in der Mehrheit. Das, was ihr sagt, ist für mich interessant. Ihr wollt sagen, ich frage euch, ihr wollt sagen, dass heutzutage in der Welt sind da mehr Nicht-Jiden, was sind interessiert in jüdischer Kultur, wie Jiden? Ja. This is unbelievable. Die Nicht-Jiden, öfter von Deutschland, öfter von Polen, von Russland. Von Deutschland und von Polen, ja. Gut. Wegen dem will ich sagen etwas und danach will ich entfernen eine andere Frage ein. Mit Jahren zurück, ich wollte gesagt, mit 20 Jahren zurück, wenn ich habe gelernt, einen Kurs wegen der jiddischen Sprache in der Hebräischen Universität. In dem Kurs seien gewesen 17 Studenten. 5 von sie seien nicht gewesen Jiden. Der Riker von Deutschland. Und die Frage ist, die ihr fragt, und wie wir sagen auf Hebräisch, ma po kore po? Was geschieht doch? Als Nicht-Jiden seien was mehr interessiert in der jiddischen Sprache und in der jiddischen Kultur. Mein Entfer ist, wie ich habe verstanden bemäßig von den Jahren. Erstens, ihr müsst verstehen, als Yiddish ist verbunden mit Mittelhochdeutsch. Yiddish hat Wurzeln in der alten deutschen Sprache, in dem Dialekt von Mittelhochdeutsch. Das heißt, als wenn Deutschen kommen lernen Jiddisch, in der Emessen kommen sie lernen ein Teil von der alten Kultur bei den Deutschen. Für was? Weil in der deutschen Sprache heutzutage Jiddisch der Mond die Deutschen, ein deutschen Dialekt von 20. Jahrhundert, von 12. Jahrhundert, von 10. Jahrhundert. Jiddisch ist der Mondsee, ein Dialekt, was existiert heute nicht in Deutschland. Jiddisch der Mondsee, the ancestry culture in German.
Das ist wie Deutschen heutzutage gehen lernen Jiddisch, כדי sich zu der Nentern, zu sehr Ursprach, sehr deutscher Ursprach, mit 1000 Jahren zurück. In der Kenntnis von der deutschen Sprache redet man wegen einem Prozess, was ist geschehen in der deutschen Sprache, mit 1000 Jahren zurück. Hat man geredet in einer Form, was heim Deutsch reden nicht. Und man sagt, dass in der Geschichte von der deutschen Sprache ist geschehen ein Prozess, was sie rufen Läuterverschiebung. מישהו מכם יכול למצוא את התרגום באינטרנט, מה זה לויטרפרשיבונג? מישהו יודע מספיק דייטש כדי לחפש את זה בגרמנית באינטרנט? לויטר זה אנשים. לא, 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 שלמה. אתה תשב בשקט, רק מי שיודע גרמנית טוב, זה לא אנשים. לויטר זה אותיות. אני למדתי 2 בגתה. שלמה, אנחנו מדברים פה על גרמנית כמו כל שפה אחרת. יש מילים שמצלצלות אותו דבר, אבל יש הרבה משמעויות. זה לא אנשים בכלל. כי לויטה זה אנשים. לויטר מדובר על אותיות. מישהו יכול לחפש? אימי, את יודעת גרמנית? לא. ורה? לא, אני לא יודעת גרמנית. טוב, אז אין לנו מישהו שיכול. אבל אז אני ממשיך ואומר, גרמנים שלומדים יידיש כאילו, לא כאילו, מתקרבים להיסטוריה של תרבותם. אז זה דבר אחד. חוץ מזה, heutzutage, wenn Hitler hat ausgerotten 6 Millionen Jiden und ein Teil von sie haben gelebt in Deutschland. Wenn Deutschen kommen lernen Jiddisch, sie kommen lernen die Kultur von der Gesellschaft, was ist gewesen, ein Teil zwischen beiden Weltprogrammen von seiner Kultur. Eine Gesellschaft, was hat bereichert die deutsche Kultur in Deutschland. Der Entfer auf Nechaman ist einem Verein Asach Fedem, הרבה חוטים, was verbinden nicht jeden zu Jiddisch. Die, wo seien nicht kein Deutschen und lernen Jiddisch, verstehen, als sie haben dort zu tun mit einer reichen Kultur, mit einer alten Kultur, mit der Kultur, was hat herausgegeben, Nobelpreis. כן. Das, was ich will sagen, als in Polen lernen sich sie wegen Isaac Bashevis singen. Yeah. Und Emetzer hat mir gesagt, dass zu verstehen Jiddisch und Jiddischkeit und zu lernen Isaac Bashevis Singer ist sehr populär in Poland. Okay.
Und das ist nicht ein richtiger Schreiber zu öfter verstehen, was ist in Yiddish oder auf Yiddish oder Yiddishkeit. Und ich will sagen, als Emetzer Echet mir gesagt, als zu die Deutschen, Yiddish ist sehr schwach. Das ist, wenn sie seien bekannt mit Yiddish, die Oisi seien Hebräisch, aber die Sprache ist sehr schwach. Wie so Klezmer-Musik in Deutschland ist sehr populär und sie fühlen, als es ist sehr Musik. Ja, ist der Fall, was ich habe gesagt. Also es sind da eine Sachen, was der Nentern Deutschen zu Jiddisch und in Polen, wie sagt, Jeden haben gelebt 1000 Jahre in Polen und verständlich, als euch in Polen, wo es einen ausgerotten geworden, der Haar geht geworden, also viel Jeden. Das ist noch ein Element, was der nennt die polische Nicht-Jeden zu einer Kultur, was ist gewesen in Polen ein Teil von der polnischen Kultur. Emetzer doch bearbeitet auf das Thema, auf die Themen. Das ist sehr interessant. Emetzer doch bearbeiten auf der Thema. Ja. Ja, nicht doch keine Frage. Das heißt, Besikum, euch resumieren, die jüdische Kultur ist ein Bestandteil von Europa und a viele, wenn die Shoah hat ausgemerkt, jeden von Europa, unsere Kultur, in der Zukunft wird Europa sich nicht können abtreißeln und erweitern von der jüdischen Kultur. Und ich stelle sich vor, als in der Zukunft will nicht jeden weiter sein verbunden mit Jiddisch, aber die Verbindung von Nicht-Jiddisch, von Nicht-Jiden mit der jiddischen Kultur wird sein sehr anders wie das, was wir tun in die hebräischen Universitäten und in jiddische Universitäten in der Welt. Weil wir lernen die jiddische Kultur wie ein Teil, wie ein organischer Teil von der Kulturgeschichte von Jiden. Aber noch mehr. Stellt euch vor, heute wir wollten abgemerkt Jiddisch und jiddische Kultur von der Welt, wie Hitler hat gewollt, bleiben wir ohne eine Kultur bei Jiden במשך 2000 Jahren. Das, was ich will sagen, ist, als die jiddische Sprache, die jiddische Literatur und die Bücher auf Jiddisch seien öfter der einzige Mocker, כדי zu verstehen, das jiddische Leben in die letzten 1000 Jahre in der Welt. Das heißt,
es wird Tona größten Toes. Jeder einer in Medinas Israel, was wird meinen, als Oiber wird wegwerfen, jiddische Bücher, jiddische Sprache und jiddische Literatur in der Zeit. Und wer umbauen die israelische Identität on Yiddish, oi באמת meint, azoi, ואת זה ירגיך gefinnen, אז es ist nicht kein israelische Identität und 1000 Jahre Yiddish. Aber heutzutage in Medinas Israel man versteht das nicht. כן, עד כאן, יש שאלה, קומנטר לפני שאנחנו... אני רוצה להגיד משהו. כן. כאשר אני התחלתי ללמוד יידיש באוניברסיטה העברית, אצל מרים טרין, אז הייתה אצלנו סטודנטית סינית, מסין. נכון. היא גם למדה והיא אמרה שזה עכשיו מאוד, איך זה, פופולר, in אסיה בכלל. יש הרבה סטודנטים מיפן שלומדים יידיש, וגם שרים, אני שמעתי איך הם שרים גם בעברית, אבל גם ביידיש. היא הסבירה מדוע זה פופולרי? לא דיברנו הרבה, ככה. אוקיי, אז את אומרת עכשיו דבר שאני חוויתי אותו, הרגשתי אותו בקורסים שלי, את יודעת ממתי? אולי מ-1900, כמעט מהרגע שהתחלתי ללמד יידיש באוניברסיטה העברית. למה? הסטודנט הראשון, היפני, שהיה לי בשנות ה-60 של המאה שעברה, סוף שנות ה-60, בקורס שלי על לשון יידיש, באוניברסיטה העברית, היה השם שלו סוגויה ססקי, מיפן. מישהו שמע פעם את השם סוגויה ססקי? שלמה? לא שמעתי מאודי. נחמה? כן, שמעתי, כן. מי זה? ist von Japan, er hat ein PhD, ein Professor. Hat rein in jiddische Studies mit Yiddish. Kennt Hebräisch mitstammen. Und kann reden Jiddisch und Hebräisch besser von mir. Und ja, die alle, was seine nicht von unseren kennen, besser. Ja, aber von wann kennt ihr ihn? Von wann weißt du? Ist gekommen in Toronto und hat gehalten eine Lektion auf Yiddish. Es kann sein. Es kann sein, es seien zwei als so eine Personen oder Menschen. Ja, es sei דומה. ורה, שמעת את השם צוגויה ססקי? כן, אני לא רק שמעתי, אני גם ראיתי ביוטיוב, נדמה לי, אינטרוויו איתו, הוא דיבר משהו,
כן, נכון. נכון, שלמה אמרת שלא הכרת. לא. אימי, שמעת את השם צוגויה ססקי? לא. אוקיי. דניאל, שמעת את השם? דניאל? Daniel is dull, but he's on mute. לא שמעתי Oh. לא שמעתי את השם עכשיו, מה אמרת? מה השם? לא. איזה שם? לא הבנתי. את איזה השם שם? כאילו, צוגויה... האם שמע- שמעת את השם של הסטודנט היפני הראשון שלי, צוגויה ססקי? לא. לא. אז אני אספר לכם. מכיוון שההיסטוריה של צוגויה ססקי זה דוגמה מה קורה כאשר יפני מגיע ליידיש. בסוף שנות ה-60 מגיע אליי סטודנט יפני ששמו צוגויה ססקי. והוא לומד אצלי בקורס מתקדם על יידיש, על הלשון. אחרי שנה הוא מופיע עוד פעם באותו קורס. Zugria Sasaki kommt noch einmal in demselben Kurs, ein Jahr später. Sag ich ihm, Zuguya, du hast doch schon gehört aus dem Kurs. Für was kommst du noch einmal? Und sein Entfer ist gewesen, ständig kann man lernen noch etwas. טוב? בסדר. mit der Zeit fährt weg Japan und schreibt auf Japanisch 2 Bücher. Ein Buch wegen Dikduk auf Yiddish, Yiddish Grammatics auf Japanisch. Und ein zweites Buch auf Japanisch wegen jüdischer Kultur. Und schickt mir zu der Matone beide Bücher auf Japanisch. Japanisch kann ich nicht lernen. Aber von der Bibliografie verstehe ich, als Zugria Sasaki in Japan ist geworden ein Lehrer von Yiddish. Und noch 5-6 Jahre kommt Zugria Sasaki noch einmal in der Hebräischen Universität in Jerusalem. Und kommt auf meine Lektions. Und ich sage ihm, Zugria, wo sitzt er? Was kommst du jetzt? Sagt er, ich will euch erzählen, wie ich bin gekommen zu Yiddish. Sov 60er Jahren, sagt er, bin ich weggefahren von Tokio, dachte ich mir. Für was? Weil in Japan pflege ich hören in Radio Shortwaves Transmissies von Israel. Und ich habe beschlossen, als ich komme, lernen Arabisch. Bin ich gekommen, סוף 60er Jahren in Jerusalemmer Universität, zu lernen Arabisch. Nicht Jiddisch, Arabisch.
Und ich bin gewesen in dem Chug Le'Aravit. Aber mir hat mir nicht aufgenommen, wie es darf zu sein, und ich bin nicht gewesen bequem. Ich habe nicht Hanoi gehabt. Bin ich weglernen Jiddisch. Aber wenn ich bin weglernen Jiddisch, hat mir gesagt, du willst lernen Jiddisch? Besser. Aber du darfst wissen, אני מספר מה שהוא אמר, ich erzähle לך was hat mir gesagt. Du darfst wissen, als ob du willst verstehen Jiddisch, ist nicht genug zu lernen Jiddisch. Weil ob du wirst nicht kennen Hebräisch, wirst du nicht verstehen Jiddisch. Darfst du euch lernen Hebräisch. Darfst du lernen Jiddisch und du darfst lernen Hebräisch, aber ob du wirst kommen lernen euch Hebräisch, ist das nicht genug. Weil כדי zu verstehen Hebräisch verbunden mit Jiddisch, darfst du euch lernen Chassidut, Chassidus, und du darfst lernen Talmud, und du darfst lernen Tanach. Anders wirst du nicht verstehen dem Hebräisch, כדי zu verstehen Jiddisch. Sagt mir, bin ich gekommen jetzt, in die 70er Jahren, lernen Hebräisch und andere Kulturaspekten von der Kultur bei ihm. Und mit den Jahren ist Tsuguya Sasaki geworden ein Professor von Jiddisch in Bar-Ilan. Und ist dort gewesen, ich sage, ist gewesen, weil ist schon nicht und bald wird erklären, von was. Und ist dort gewesen, ein Professor von jiddischer Linguistik in Bar-Ilan, weil das ist gewesen sein Hobby und seine Spezialität. Linguistik, jiddische Linguistik. Tsuguya Sasaki hat gewohnt in Jerusalem und hat in die 70er und 80er Jahren übergelehnt alles, was man kennt wegen jiddischer Linguistik. Und ist gewesen sehr aktiv wie ein Linguist auf Jiddisch. Und אפילו in sein Stub in Jerusalem hat gehabt ein Chug, eine Gruppe, wo sie dann gekommen, einmal eine Woche, lernen Max Weinreich Buch wegen der Geschichte von Jiddisch. Aber, wie man sagt auf Hebräisch, Aliyah vekotzba. Ich setze über Aliyah vekotzba, das heißt, Aliyah auf Hebräisch, das ist der Wedel, Hazanav von der Schäfele. Und אפשר hat ihr einmal gesehen und angeriert das Schäfele. Ihr Wedel, Hazanav שלה, ist so angenehm, als es will sich reinnehmen in der Hand der Wedele, der Zanav. Aber in dem Moment, wenn ihr vermacht die Hand
auf dem Wedel von der Schäfele, כשאתה סוגר את היד על זנב של כבשה, when you close your hand on the, wie sagt denn, הזנב של כבשה? The tail. tail of The tail. The tail of a sheep. of a sheep. Because the sheep goes around in the outside, in the camp, in his tail, you can find many times adorned, קוץ, אליה וקוצפה. אתה לוקח ביד וסוגר על הטייל, ואתה נתקר. And you get pinched, or how do you say? Which means, as a Hebrew saying, אליה וקוצפה, good, כואב. וזה מה שקרה עם צוגויה ססקי. מה קרה איתו? צוגויה לימד בבר אילן לינגוויסטיקה ביידיש. אבל לימד הרבה שנים. אבל הוא בא מתרבות יפנית. אהבתו ללינגוויסטיקה, sein Liebe für Linguistik, hat ihm gebracht zu Yiddish. Aber jiddische Kultur, Yiddishkeit, via Identität card, is ihm fremd. Theologie, jiddische Theologie, jiddischer Gedank, das ist nicht sein Milieu. Und es darf nicht sein. Ist geboren in Japan und geblieben ein Japaner. Und in Bar Ilan ist für ihn nicht gewesen genug seiner Philolog auf Yiddish. Für ihn פילולוגיה יידיש ist nicht gewesen הגשר ליהדות. אפילו שצוריה ססקי התגייר במשך השנים. הוא התגייר und hat gebeten sein Nomen. Sein Nomen heint ist השם הפרטי, אני חושב שהוא קורא לעצמו דוב סדן. על שם הפרופסור. noch דוב הסדן. נכון. השם טוב von דוב סדן. כן, weil צוגויה, אותי בגלי דוב סדן, und hat gewollt, was mir ayid. noch דוב סדן. כן. Ich meine, אז der פרטנומן, השם הפרטי זה דוב, אם אני לא טועה. אם אני זוכר. Und in Bar Ilan hat gefühlt, noch 10-20 Jahre, was es gewesen dort, ein Professor, als
sein ein Lehrer von Sprach ist für ihn nicht die beste Schoire. Ist ein Philolog, ein ernster Philolog, aber nicht ein Lehrer. Das ist gewesen ein bisschen Politics in Bar-Ilan Universität? Nein, Efter? nicht kein Politik. Ich verstehe, als Tsuguya Sasaki Saddam hat gefühlt, als Lernen mit Talmidim, das ist nicht sein Beruf. That's not his hobby. He's a researcher, but not a teacher. Und noch 10 Jahre, was ist gewesen, ist weg von dort. Und ich habe verloren den Kontakt mit ihm. Aber wohnt in Israel? Jetzt oder ist... Ich stelle sich vor, ich weiß nicht. Ich stelle sich vor, aber was ich will sagen ist, als es ist nicht genug, wenn ein Nicht-Jid lernt Jiddisch, es ist viel nicht genug, wenn ein Nicht-Jid ist sich Megayer und weit sein Namen. Jeder Mensch, auf wie viel ich verstehe, jeder Mensch, auf wie viel ich verstehe, wächst auf in seiner Kultur, in sein Land, in seine Mishpoche. Und das stellt weg ein Stempel. Ich habe einen Stempel beanglied. A stamp? Ein Stamp. Was ihr könnt nicht abmecken. Was ihr könnt nicht abmecken. Das ist ein bisschen tragisch, weil ich lerne von dem Case von Tsuguya Sasaki, als es ist sehr schwer, sich auszutun von einer geboren Land, Kultur, Tatemame und so weiter. Ich bin gewesen in einem Yiddish-Kurs und ein Student ist gewesen, geboren, ihr Besprochen ist gewesen von Japan. Sie hat ausgeguckt wie ein Japaner und hat gesehen. Wie ein Japaner, sie hat gehabt einen Namen, einen Familiennamen, Japan, und sie hat gehabt einen Chaber, ist gewesen von unseren. Das heißt like a boyfriend. Und sie hat allemal gesagt, dass sie ist interessiert zu sich lernen Yiddish, beglal her boyfriend, her chaver. Aber sie hat getan a PhD of comparative literature. Der Ringen ist, als es ist legitim, es ist beseder, als ein Mensch, was ist nicht ein Jid will, kennen andere Sprachen und andere Kulturen. Aber ich habe Chashad, איך אומרים חשד באנגלית? Suspicion. I have a suspicion that the way you was born is very, very important for your future identity. And it's very difficult to change inborn identities because
every culture, every language, every way of upbringing puts a stamp on the way you feel, and the way you think, on the way you see the world. And this functions in both directions. If you were born as a Jew, it will be an important element in your life. And all the time you want to escape your Jewishness, you will have trouble. Ich will efter wir kennen das reden wegen Dr. Robert King, Professor. Is in America. Hat gehabt a Position zu sein efter a chair von Yiddish Limudim. Yeah, he's in, I think he's retired. I think in Texas. There's something on the internet about it. Maybe in the 70s. He retired in 2016, but either he was removed from the post or he wasn't given the post because is niet von unsere. Yeah, Professor. Well, that's politics. That's politics. And I'm not speaking now about politics. Politics is not interesting from my point of view. Ich rede, dass ist nicht von unsere und kennt Yiddish und Deutsch und linguistisch und linguistische Limudim. From the professional point of view, he did his work, and I am sure, I think I heard about him, and he did his professional work. Everything is good. But my question is, the identity of a professional is not enough for a person to feel that he is doing something which gives value to his natural culture. A person is not only a professional. If you are a professional, let's say Yiddish, but you feel that you are also making an important contribution to your culture, to your nation, this is very important. Because I just want to say, I looked up the name of the professor. He was asked the question, how many languages do you know? He answers, ich kann schweigen auf 13 Sprach. I can shut up in 13 languages. Aber ich komme zurück zu die Nicht-Jiden. I'm not talking about the politics. I'm just, it sounds like you're a little suspicious too. No, you said the word. No, okay. I'm not suspicious at all. I only say that to be a professional in Yiddish is not enough for your identity as a person. But is it any different than learning Welsh or any other language or culture? Because every language and culture has, language has a history, a culture, a peoplehood. That's very true, but not any language belongs to a culture which is persecuted as Jewish, and not to a culture as Jewish who has a world view, a world view conception about what is important for a person.
Jewishness is more than a language. Jewishness is more than a culture. And I am not sure if to be an Englishman or to be a German is all encompassing, like to be a Jew who has also, not all the Jews, a theological way about life. So we are speaking about, not about languages, but we are speaking about the need to compare what we say in Polish, światopogląd, conceptions of life and of the world. I have no doubt that to be a Jew is part of a conception of life on the of the world. I am not sure that to be an American is on the same level. I'm trying to explain myself. Nechama? Yeah, but I mean, when they come and they learn, I mean, we're not going to tell them, you know, what they learn isn't going to be enough, but is it enough for even us? Like what we learn? I mean, it's never enough, right? Right. It's not enough. To learn a language is not enough. But as you saw, as all your group saw, when we are learning Yiddish and Yiddish literature, I am trying to go far beyond the language and the literature. Okay, and one more question. Yeah, one more question. Yeah. I'm sorry. Do you know Professor Dr. Paul Wexler? He's a linguist. Yes, of course. Because I can't find anything on the computer about him. He's like, maybe I see a name, but I don't see any writings by him. Is he retired? Is he? I don't know. It's very strange because Paul Wexler is very controversial here in Israel because Professor Wexler is again a kind of professional which is controversial because he claims that Judaism is not an original way of looking at life, but Judaism took it from other cultures. Okay? Well, we know that about Yiddish, right? That it was a Germanic language. I mean, yes, of course. But he's an example of what I said. That as a professional, is a very important person, but not more than that. But he's been quiet, or he's been quieted. Like nothing about him I can find. No writing. Very strange. I never looked at it, but I thought that should be something. I think he's American born. I'm not sure. I mean, I named Paul Wexler. I mean, yeah. Now I am guessing, Nechama, that you have a wide interest in people who are dealing with Yiddish. Why is it so? Because their Yiddish is better than mine, and I resent it a little bit because I come from a Yiddish-speaking family. Right. And I studied it. Okay, I'm not immersed in reading. I don't read Yiddish. Only on Zoom I'm reading Yiddish. When I leave Zoom, you know, I guess they are immersed in Yiddish, and I don't know. Maybe I need to know Polish or German. Maybe that would help me. There is no doubt that you have to expand your knowledge of Jewish culture by learning Polish or Russian. So getting back to Miriam Dahan, right? Okay, she's Jewish, you know, I mean, you don't have to be Jewish, I don't think.
I To what? don't think You don't I'm- have I'm- to be Jewish in order to what? to get familiar with Yiddish or Yiddish culture or Yiddish history. To get familiar with the meaning of your saying, to get familiar with, you can get familiar with a language and a culture in many, many degrees of familiarity. And if we resume what we are saying, a non-Jew can get familiar with Yiddish and Jewish culture until same degree. But there are many degrees, and I think that a Jew, a born Jew, has the possibility to go on a path of getting familiar much more deeper than a non-Jew. Because a non-Jew has also his own culture, his grain culture, his original culture. And there is no need that a non-Jew should erase his culture while learning Yiddish. And סליחה, I אני צריכה claim, לסגור הקלטה. Okay. מה את אומרת? אני סוגרת הקלטה. סטופ רק רגע. ריקורדינג. השעה 7:34. אוקיי, אז אני